Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schweizer TikTok Cringe. Wir haben schon so lange keine Schweizer TikToks mehr angeschaut und es ist einfach wieder Zeit geworden für die wöchentliche Dosis an TikTok Cringe. Wenn man zu lange keine Schweizer TikTok Cringe geschaut hat, dann ist es ein bisschen wie wenn man zu lange nicht aufs WC gegangen ist. Es sammelt sich recht viel Scheiße an. Das zwischen mir und dir, das ist schon etwas Spezielles, oder? Es ist vor allem leicht prickelnd. Halt die Fresse! Darum, setzt euch in die Brille auf und Abfahrt! Übrigens, viele Leute schreiben mir immer, ey Adi, kannst du eigentlich keine andere Brille anhaben als die? Und dazu kann ich halt einfach nur sagen, hat irgendjemand meine Sonnenbrille gesehen? Ein schattenspendender Baum weniger hat zu Regensdorf. Unbekannte haben in einem Wohnquartier einen 5 Meter hohen Baum geklaut. Ich glaub's nicht, der Baum ist weg. Alles klar! Leute haben einen Baum gestohlen. Wie? Zum Fick klaut man einen Baum. Kann man das mal irgendjemand in den Kommentar schreiben? Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Ja, bei dem Vorfall kann man gut sagen, der Baum hat seine Wurzeln verloren. Okay, jetzt machen wir zu Real Talk. Irgendwie mache ich immer TikToks, dann, wenn ich am hässlichsten aussehe. Nati, das stimmt doch gar nicht. Mach dir keine Gedanken über das. Ich finde, du machst nicht nur TikToks, wenn du am hässlichsten aussiehst. Ich finde, du siehst die ganze Zeit hässlich aus. Wir sind gerade sehr hitzig am Diskutieren. Und zwar Gina behauptet... Das Leben ist kein Ponyhof und das ist das einzig wahre Richtige. Nein, es heisst, das Leben ist kein Schokiweckli. Leute, es sind die wichtigen Fragen im Leben, die man sich stellen muss. Sagt man extrem gut aussehender, intelligenter und muskulöser Mann? Oder sagt man einfach Adi Totoro? Adi Totoro. Heute mal ein bisschen gemütlich auf dem Balkon. Schatz, was machst du? Stuhlgang. Das wird passen. Die Boomers haben es auch wieder auf TikTok geschafft. Nice. Obwohl ich ganz ehrlich muss sagen, Vaterhumor ist schon recht nice. Sohn, komm, wir zünden den Tannenbaum an. Aber die Kerze, nicht den Tannenbaum. Weiss jemand, wo die Geschirrspülmaschine ist? Ah, meine Frau ist ja gar nicht daheim. Väterwitz, beste. Ich möchte da so ein bisschen eine Welle auslösen, dass mehr junge Nachfolgergenerationen die Pfeifen rauchen. Es gibt so unterschiedliche Aromen. Es ist so eine Vielfältigkeit. Und geil, wie morgen. Wenn er richtig Freude daran hat, dass er am Pfeiferrauchen ist, das ist doch schön, Leute zu sehen, die Freude an etwas haben. Pfeiferrauchen ist natürlich etwas sehr Gemütliches, aber der Maelo zum Beispiel, das ist eine Pfeife, wo man rauchen kann. Also, today Wenn man schon vom Teufel redet. we're gonna do a Hörverständnis. Let's go! Unit 1, Exercise 2. Well, that was 45 sheep and making the lambs and everything. The sheep, das kommt out nice with your money, right? What the fuck? Digga! Bei den Hörverständnis ist es immer so gewesen, dass die englischen Hörverständnis im Hörverständnis viel schwieriger sind als die echte Sprache. Und im Französisch ist es genau umgekehrt gewesen. Ich habe Französisch Hörverständnis noch recht easy gefunden, aber sind ihr schon mal in Frankreich gesehen? Digga, die reden alle in Double Time. Comme les Français qui tombent sur cette chaîne trouvent que je parle trop lentement et qui sont toujours obligés d'accélérer mes vidéos pour pas s'ennuyer, bah dans cette vidéo je vais vous apprendre à parler plus vite. Wirklich, jeder dort redet Double Time. Hörverständnis auf Englisch und Französisch sind natürlich schwierig, aber es gibt einen Spruch, die ist noch viel schwieriger. Unit 1, Exercise 2. Das ist ein Hepperer, das da hier. Ein Hepper. Freiburger Deutsch, absolut zum Kotzen. So, hier ist ein Live-Video mit den Pfannen auf dem Grill. Das ist doch eine coole Sache. Och nee, wieso hat sie wieder eine Pfanne auf dem Kopf und wieso ist sie wieder im Video? Wieso? Richtig cool. Und da hier oben ist noch der David Hasselhoff. Mit dem gehe ich zwischen deinen Mäuschen das München geben. Pfanne, la. Ah, so. Nicht schlecht, also so eine Pfanne auf dem Grill zu haben. David Hasselhoff. Bitte begrüßen Sie David! Hasselhoff? Das ist doch eine coole Sache. Wer ist der beste Torwart der Welt? Der BH, denn er hält 2 Bälle gleichzeitig. Und an dieser Stelle habe ich auch gar keinen Bock mehr auf das Video. Alle 10-Jährigen jetzt so, aber hä? Wieso Ball halten? Oberteil von Petit Saint-Tropez und natürlich mit dem Bravo Jewelry. Und das ist die neue Kette von der lieben Gabi. Ey Gabi, merci vielmal für das wunderschöne Kettchen und merci vielmal dir für das absolut cringe Video. Bei diesem Video muss ich doch lieber sagen, ich bevorzuge Pfanne
Das ist doch eine coole Sache. Sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus. Jeder kennt diese Situation. Man wartet gemütlich auf den Bus oder den Zug. Plötzlich merkt man, dass man seine Maske vergessen hat. Zieht deine Schuhe aus und macht dir eine Maske aus seinen Socken. Und jeder kennt auch den Moment, wenn man seine Maske vergessen hat, Socken dabei hat und natürlich auch immer eine Schere in der Hosentasche. Habt ihr nie eine Schere dabei? Aber das ganze Video ist ja nur ein Scherz gewesen. Now she see a nigga on, she fucking and slurping. And they see me put it on and it got them nervous. We don't ever need a bone, I did it on purpose. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit dieser Situation, weil ich nie auf dem Tennisplatz bin. Aber wir kennen doch jemanden, der oft auf dem Tennisplatz ist. Jo, Maelo, würdest du anschauen, wenn das eine Frau vor dir auf dem Tennisplatz macht? Ja, sicher, ja. Da geht mein Blick jedes Mal her. Hard like a Lando magic, pull out the ting, call me go gadget. It's A-double-Z-A, but my name's not Aaron Rude, but I never sorry like Hatchet. Dude, Alter, das sind safe mehr als 10 Schafe gesehen. Müssen Schafe eigentlich auch Corona-Abstand einhalten, oder nicht? Ich bin der Wahlsieger von der Grossratswahlen. Ich habe gemacht 6% im Kleinbasel. Und das Problem sind heute die aus Afrika, aus Eritrea und dann die aus Äthiopien. Die kommen hier an, wenn nur Geld, das sind junge Männer, 19 Jahre. Und das kann nicht sein. Ich würde mich freuen, würden junge Frauen kommen. Aber die Männer kommen hier an und die kriegen Sozialhilfe, also sind sie Sozialschmarotzer. Und dann machen sie nur Ficky-Ficky. Und das Ficky-Ficky kann nicht sein. Alter, das kann nicht sein. Ich verstand wirklich nicht, wieso Leute immer sagen, dass Basel komisch sind. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft mir vor, ich habe einen Wähler ein Gipfel gezahlt. Ich stand da dazu. Die Grünen und die SP haben 15'000 Äpfel verschenkt. Da passiert nichts. Ich habe im Parlament gesagt, wir müssen die halbe große Rot verhaften. Erik Weber, Wahlsieger. Erik Weber, nicht kriminell. Leckt mich am Arsch. Staatsanwaltschaft. Wir leben in einem Verbrecherstaat, in einem Dreckstaat und ich werde die Stadt verloren. Das ist mein Abschiedsgruß an Basel. Ist das Ihr Ernst? Ja, ist mein Ernst. Nein, der Erik Weber natürlich eine absolute Legende aus Basel. Er redet hier von sogenannten Sozialschmarotzen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die meine YouTube-Videos schauen, ohne Abonnent zu sein. Das sind sogenannte YouTube-Schmarotzen. Und wenn ihr nicht abonniert, ist es ganz einfach. Dann mache ich mit euch Ficky-Ficky. Ficky-Ficky. Okay, can you just like look at the houses and what do they have such a big attic? Like what's under there? It's just like a girl with a push-up bar. Like you don't know what's under. Was könnte echt auf dem Dachboden sein? Ich schätze mal, ein Dachboden. Nein, doch. Sie sagt ja ohne Scheiß im Video, es hat so einen grossen Dachboden. Was könnte dort drunter sein? Ein Dachboden! Oh mein Gott, du hast so eine grosse Packung Chips. Was ist in dieser Packung drin? Shoutouts an Trump an dieser Stelle. In Europe they have forest cities. They live in the forest. They're considered forest cities. So many of them. Also einer von meinen Lieblingswitzen ist... Okay, es kommt der Witz. Wir haben schon lange keinen mehr gehört. Let's go. Ein Fuchs, ein Hase und ein Bär haben das Militär müssen und sich müssen stellen. Und alle haben keine Lust gehabt. Dann ist der Fuchs rein. Und bevor er rein ist, hat er gedacht, weißt du was, ich schneide mir den Schwanz ab. Weil ein Fuchs ohne Schwanz, der ist sicher untauglich. Schwanz abgeschnitten, reingegangen, 5 Minuten später rausgekommen. Ich muss ins Militär. Fuchs ohne Schwanz, untauglich. Sagt sich der Hase, okay, ich schneide mir den Löffel ab, weil ein Hase ohne Ohren keine Chance. Rein, Hase ohne Ohren, keine Chance. Da hat sich der Bär gedacht, Scheibe, ich habe keinen Schwanz. Ich habe nur ein Stummelöhrchen, was soll ich machen? Genau, steigern und hat sich der in die Fresse, in die Bärenfresse, in einen verblühten Zähne draussen reingegangen. 5 Minuten später ist er rausgekommen und gesagt, ich muss auch nicht ins Militär, ich bin zu dick. Alles klar! Danke vielmals, dass der Dude gerade die Geschichte vom Nilay a.k.a. von Marc erzählt hat. Bei ihm ist es wirklich genau so abgelaufen. Ja, also es ist ja wirklich normal. Aber was ich wirklich nicht verstand ist, wieso man nicht ins Militär will gehen, weil die Schweizer Armee ist doch einfach die beste von der Welt. Was? Die Schweizer Armee hat Sprengstoffe verloren und dann auch noch einen Panzer? Kann man mal irgendjemand erklären, wie man es schafft, einen Panzer zu verlieren? Das überzeugt mich jedes Mal, dann wirklich hervorragende Soldaten. Schweizer Militär wirklich 11 von 10. Und da sind sie endlich! Saturday und Sunday sind zurück im TikTok-Cringe-Video. Ich bin gespannt, was das mal kommt. Sie geben sich mega Mühe, um viele Likes auf TikTok zu bekommen. Ich trinke einfach ein Cola und kriege von euch mehr Likes. Ich zähle auf euch. Zählen, wenn die hinten überhaupt das Video gefilmt haben und nicht gehört haben, dass er vorne redet. Ich meine, er hat ja so laut geredet, dass die es hinten eh gehört hätten. Adi Totoro, TikTok-Cringe-Kriminalpolizei hat wieder mal ermittelt. Jo, Digga, jetzt habe ich absolut keinen Bock mehr auf Fondue. Aber er hat natürlich recht, es ist wirklich nicht nur das Brot, das er ins Fondue steckt, sondern natürlich auch die Fondue-Gabel.
Leute, das war's gesehen mit der wöchentlichen Dosis Fondue Cringe. Es hat doch durchaus der ein oder andere gute Clip in dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Lasst ein Like da, den Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Ihr wisst, wie es geht. Es ist mir wieder mal eine richtige Ehre gewesen, euch durch das Video zu führen. Wir sehen uns am nächsten Sonntag. Peace und Blümchen. My heart.